Am Starnberger See in Tutzing liegt Herings Wirtschaft. Hier lässt man es sich gut gehen mit bayerischem Essen und Trinken. In der Küche ist Traditionspflege noch etwas Selbstverständliches. Alle beherrschen ihr Handwerk, sind fleißig und trotzdem geht der Spaß nie verloren. Fritz Hering, der Chef, ist für Leib und Seele verantwortlich. Hier weiß man zu leben. Und wieder ist er unterwegs in Bayern, auf der Suche nach fremdländischen Küchen. In einer Tankstelle hat der chilenische Koch Hernán Castro sein Lokal. Vamos heißt es bei euch, oder? Packen wir's. Okay, fangen wir. Ja, Vamos. Vamos, Vamos. Ja, Jetzt geht's wieder auf, oder? Bärendelfiesel. Der Plan: Hühnchen auf Bayerisch und Chilenisch. Fritz pflegt noch eine alte Tradition. Ich bin jetzt noch einer von den letzten Schwammerlduschern. Verstehst du das? Weil träge ist träg. Ja, das ist ja ewig immer an der Schalterei da mit denen. Da bringt man die ganze Futter da drauf. Kumhausen in der Nähe von Landshut. Hier lebt seit beinahe einem Jahr die junge Familie Castro. Koch Hernán hat vor ein paar Jahren seine Heimat in Südamerika verlassen. Mit Tochter Nadja und seiner Frau Sonja hat er hier in Bayern sein Glück gefunden. Nur mit der Sprache, da läuft es noch nicht ganz rund. Ich spreche mit dir Deutsch. Weil das ist meine Sprache. Nein, das ist Bayerisch. Ja, oder Bayerisch. Deutsch ist Hochdeutsch, Bayerisch ist Bayerisch. Ja, ich versuche schon ein bisschen schönerisch Bayerisch zu sprechen, dass sie das Deutsche dann auch lernen und in der Schule dann einfacher. Aber Bayerisch ist einfach meine Sprache, das kann man nicht. Das ist man nicht selbst sonst. Es ist ganz schwer hier in Bayern Deutsch lernen, weil ich lerne Hochdeutsch in der Schule und dann auf der Straße, die Leute sprechen kein Hochdeutsch, sprechen Bayerisch und das ist ganz es ist nicht gleiche, so wie für mich, ich denke, wie Spanisch und Portugiesisch sind zwei ähnliche Sprachen, aber sind nicht gleiche. Hernán war 9 Jahre alt, als er bewusst seine Neugier fürs Kochen entdeckte. Ich habe immer die Mutter gesehen und mein Vater auch. Mein Vater hat gekocht, aber er war kein Koch. Aber er hat immer zu Hause gekocht. Und hat mir gefallen. Dann habe ich angefangen mit einer Spiegelei. Das war lustig, wenn mein Vater hatte Brot gemacht, selbstgemachte Brot. Ich habe gespielt mit dem Teig, dann gebacken, kleine Kipse, kleine Brot. Zurück zu Fritz Hering. Auf seiner Entdeckungsreise nach Menschen, die von weit weg nach Bayern gekommen sind, gerät er auf eine abgelegene Tankstelle. Im Niederbayerischen in Kumhausen. Hier in der Nähe von Landshut hat sich Hernán Castro das Casa Alejandro eingerichtet. Südamerikanisch. Burrito. Verblüffend, an so einem Ort frische südamerikanische Küche. Heute gibt es hier das chilenische Nationalgericht Cazuela. Das will Fritz probieren. Grüß euch. Hallo. Habe dir. Grüß dich. Hallo, servus. Hallo. Die kleine Prinzessin. Die hübsche Scheiße. Servus, ich freue mich wieder. Grüß dich. Freue mich auch sehr. Du, wie habt ihr es da? Ja, dann, wir haben telefoniert mit zwei. Ja. Ne, und ja, kochen wir auf alle Fälle heute einen Kickerl. Ne? Einen Ja, chilenischen super. Kockel und einen bayerischen. Verstehst Ja, ich freue mich sehr. Freust dich, oder? Bist du gut drauf heute? Ja, Super. oder? So, ja, Frau muss ein bisschen dolmetschen, du bist ja auch eine aus dem Lande da, oder? Genau, Hä? auch Bayerisch. Bayerisch, wo bist du her? Aus dem Markt St. Veit. Ja, ich bin ja gleich da um die Kurven, gell? Ach so. Also ich bin jetzt vom Starnberger See, aber da bin ich geboren. Ah ja, Ich super. bin 3 Jahre lang da bei euch vorbeigefahren. Als Bub. Also da war sie noch nicht da. Also ich bin da ein wenig leer gefahren, weißt du? Ja, Wahnsinn. Ja, du, dann greif mal, oder? Ich zieh mich um. Ja, freilich. Okay. Auf geht's. Das ist auch ein bisschen eine ungewöhnliche Location da, ne? Ja. Also hier bei dir, weil das schaut eigentlich gar nicht so aus wie so ein chilenisches Restaurant. Da ist ein richtigen Tanzsaal da mit einem alten Vespa da und Ja, Motoren genau. und Schulterklumpen aufeinander. Sag mal. Ja, genau. Hä? Dann hinten Wischbladel noch und so, das ist schon echt heftig. Aber eigentlich, ich meine, das passt zu dir, verstehst du? Du bist ja ein bisschen außergewöhnlich, oder? Ich muss etwas sagen, Ja. weil normalerweise in Südamerika die Lage spielt keine Rolle. Wenn eine Küche gut ist, die Leute kommen. Also hier in Deutschland ist es ganz anders. Wenn ein Lokal muss erst schön sein, bequem
ganz gemütlich und dann das Essen. Also die Leute kommen erst wegen der Lokale aber- und in Südamerika ist anders. Das heißt, pass auf, ihr habt da in Bayern heißt das Kickerl. Also, Kickerl, ja. Also Hähner. Ja, weil das ist eine gute Ausgangsposition. Weil du musst dir vorstellen, also ein Kickerl, das mag bei uns auch jeder. Ja. Und bei euch auch, oder? Ihr mögt das auch. Ich mache für dich heute, ich koche für dich eine... Einer für dich? Ja, danke schön. Und ich koche für dich heute eine Spezialität aus Chile mit dieser Kickerl. Mit den Kickerl. Aber Ja. du kannst schon ganz gut das sagen. Kickerl. Das ist Kickerl. Ja, schau her, jetzt bist du eigentlich... Wie lange bist du schon da? 5 Jahre, aber ich habe in einem Restaurant, bayerischen Restaurant gearbeitet, wegen das ich kenne die Namen. Ist das jetzt alles so typisch chilenisch, was du da hast? Alles typisch chilenisch, 100% chilenisch. Aha, was ist denn das da? Also, diese von hier, das ist eine Meerpflanze. Meerpflanzen. Also Sag mal Algen, so? Algen halt, ja. Also Algen, aber diese ist... getrocknete, oder? Diese kannst du nur finden im Pazifikmeer. Und für was nimmst du das her? In diesem Fall, was ich mache heute, ich mache einen Salat. Ach so. Kochen, dann kalt lassen und dann Gewürze und wir mischen heute mit anderen typischen Zutaten aus Andes. Anden. Aha, ja. Das ist Quinoa. 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 Und Quinoa ist eine... ist das so? Das ist, Schaut aus wie Sesam eigentlich, oder? Was ist denn? schau wie Sesam, aber es ist kein Sesam. Das ist eine Pflanze. Kommen die Blumen und in die Blumen sind kleine Kerne. Blumensamen, aha. Also kleine Kerne und diese Kerne sind hier. Das ist, kennt man auch mit dem Namen Inka-Reis. Das habe ich schon mal gehört, Inka-Reis. Weil diese Lebensmittel ist sehr alt. Und Das gibt es auch in Peru, oder? 5000 Jahre hat diese Lebensmittel. Also, Jetzt fangen wir an. Also du fängst jetzt an, du machst also also einen Hühnereintopf, kann man sagen, oder? Kickerle. eine Kickerl. Und was ist da der Joke von der Sache? Der Joke, also ist da besondere Gewürze dabei, oder? haben wir nicht viele Gewürze, nur Oregano, das ist ein Kümmel, aber chilenische Kümmel, also ein bisschen stärker als Kümmel von hier. Hat Also man zieht zum Beispiel halt auch dabei, ja? Aha. Ich schneide die ganze Kickerl und dann frittieren den Eintopf, ich zeige dir. Okay, und ich mache jetzt, pass auf, jetzt sage ich dir auch noch. Was machst du? Ich tue die auch filetieren, also halt auslösen. Ich tue dann die Teile grillen und mache dann dazu so typisch bayerisch, da habe ich Rehal dabei. Habe ich schon. Hast du gesehen? Pfefferlinge. Pfefferlinge oder wie man bei uns auch sagt, Rehal, das musst du auch wissen, oder? Sonja, du weißt schon, was Rehal sind, oder? Ja. Genau, siehst du das Rehal. Früher hast du das auch suchen müssen, oder nicht? Ja, Schwammerlsucher. aber nicht so viel gefunden. Hast du nichts gefunden, oder? Nicht so viel Das ist bei uns Schwammerlsucher, weißt du, Schwammerlsucher gehst. Das sind dann Rehal, die tue ich dann rösten, dann mache ich praktisch also einen bayerischen Gockel, also ein Bauernhuhn, so bei mir da im Restaurant auch, mit Rehal, Rammrehal oder Schwammerl kannst du sagen. So, dann bin ich gespannt, was dabei rauskommt, weil ich meine, das sind ja doch ziemlich, das sind die gleichen Zutaten und dann Ich brauche meine Messer abholen. du musst deine Messer noch holen, also gut. Kochst du ab und zu mit, oder wie macht es im Restaurant da? Also ich koche eher zu Hause. Aha. Also da koche ich jetzt nicht mit, weil das geht jetzt nicht mit der Kleinen. Aber Deshalb zerlegt auch Fritz sein Huhn alleine. Ortswechsel. 2006 haben sich Hernan und Sonja in Barcelona kennengelernt. Sie war dort als Fremdsprachenkorrespondentin, er als Koch. Bei Bekannten sind sie sich begegnet. wir haben uns dann getroffen und er hat mir immer für mich gekocht. Und das war dann für mich irgendwie, wenn ich bei ihm war, wie Familie. Irgendwie, weil wenn man so weit weg ist, dann manchmal vermisst man dann seine Familie auch. Also das ist ganz interessant, wenn man im Ausland ist, aber man hat da irgendwie so Hochs und Tiefs immer. Wenn dann irgendwie, weiß nicht, Weihnachten oder irgendwie Geburtstagsfeier von den Eltern, dann ist man immer sehr traurig. Und wenn ich bei ihm war, das war dann irgendwie wie Familie, wie wenn die Mutter kocht so ungefähr. Also, na, die schneiden wir lieber raus. Ich hatte dann auch Geburtstag und er hat dann so ein kleines Buffet, also so was Kleines noch, aber das war total nett Tapas. eigentlich. So ein kleines Tapas-Buffet hergerichtet und ich wollte eigentlich gar nicht feiern. Und er hat dann gesagt, ach komm bei mir vorbei. Und dann hat er ein paar Freunde eingeladen, die ich auch kannte und hat das kleine Tapas-Buffet hergerichtet. Das war eigentlich total nett. Also, das hat mich dann schon irgendwie überzeugt. Willst du noch? Ja, das weiß ich, dann haben wir noch ein Foto davon. Das war eine gute Energie. Also, es ist ganz wichtig. Wenn jemand kennt eine andere Person, muss eine positive Energie bekommen. Verstehen Sie? Und das ich habe von dieser Frau gefühlt. Und das war ganz wichtig. So, dann wollte ich kennenlernen und haben schon ein bisschen arbeiten. Ja, dann kommt die Liebe und
und wir sind zusammen bis heute. Hernan und Fritz wollen heute zusammen Hühnchenspezialitäten zubereiten. Einerseits als südamerikanischen Eintopf und andererseits mit Pfifferlingen. Und warum bist du jetzt eigentlich von Chile weggegangen? Einfach nur so Interesse halber? Weil ich habe immer, also ich habe Küche gelernt und für einen Koch ist ganz wichtig Reisen und Dass du miteinander kommst, das anschauen. Das ist klar. lernen. Du, ich meine, also, klar, das ist wichtig, wenn man aufeinander fährt und was anschaut. Jetzt legst du das Viech, du hast das ein bisschen andere Technik drauf wie ich. Ich portioniere so wegen die Press, auf Spanisch ist Presas. Also, Warum lässt du die Knochen alle dran, oder? Die wir machen Karkassen alles. Also eine Suppe braucht Knöchel. Ja, das ist klar. Wegen dem Geschmack, ohne Knöchel kann man hier keine... Und die bratst du die vorher an, oder nicht? Welche? Die Knochen, ob du die anbrätst oder nicht. Oder eine kleine Suppe rein, oder? Wir machen alles so. Alles rein, okay. Alles rein. Also, aber ich schneide ein bisschen Fett, zum Beispiel hier, wenn das siehst du. Bei mir ist es halt so, schau her, ich brauche jetzt ja logischerweise keine Suppe in dem Sinne. Ich mache halt jetzt einfach ganz normale Filets, das weißt du auch, also Ja. ich löse das aus. Dann tue ich jetzt noch den Schenkel da, den löse ich hohl aus, dann mache ich auch noch das Ding hinten runter. Und du machst das ein bisschen einfacher. Ich mache ein bisschen Stück Fleisch. Schau mal, haben wir die zwei... Ja, die Schenkel, ja. Schenkel. Hier kommen diese zwei andere Teile und hier ich habe den Brust. Und ich Brust. schneide so in der Mitte und in Viertel. Einfach, hier der Knöchel ist nicht so stark. Und wir, So machst du das. okay? Aber das ist praktisch dann so, wenn die Suppe fertig ist, dann musst du praktisch das alles abfieseln. Also dann musst du praktisch die Knochen, die bleiben drin. Ich habe nicht verstanden. Also, wenn du jetzt praktisch die Suppe kochst, du kochst die mit den Knochen. Okay. Und wenn du die servierst für den Gast, sind die Knochen mit dabei. Ja, genau. Ah, sind dabei. Es ist eine rustikale Suppe. Ein bisschen fieseln schadet nicht. Stimmt's? Ein Bandel fieseln. Ich tue es jetzt erst einmal runter, das Ganze, weißt. Mit was fangst du an? Mit deiner Suppe, oder? Ich fange schon mit der Suppe. Oder, Was oder tust du da? wenn du willst, ich kann alles vorbereiten. Vamos heißt das bei euch, oder? Packen wir's. Okay, fangen wir. Ja, packen wir's. Fangen wir schon. Vamos. Ist das richtig, was ich das sage? Ja, vamos. Vamos, Vamos. Ja, Jetzt geht's wieder ab, oder? Ja, ja. Nein, Du, also, jetzt geht's los bei dir. okay, wir machen einen Kurs so frittieren. Aha. Frittieren ein bisschen. Tieren, Also ein kannst du bisschen- mir geben? Dann nimm ja. Okay. Ist da ganz normales Öl, okay? Muss ganz heiß die Pfanne sein und dann Okay. wir machen den. So wir frittieren den ganzen Stück. Was ist eine da? Bitte schön. Was ist eigentlich so das typische chilenische Gericht, das wir bei uns zum Beispiel in Bayern, wir haben ja so Sachen, wo man einfach sagt, so, das ist eine Weißwurst, weißt, Weißwurst oder Leberkäse, so, das kennt ja jeder. Was ist eigentlich da so bei den Chilenern das Typische ist, was jeder isst? Die Cazuela ist eine so typische Gerichte, dass ich glaube, eine Chilene isst das normalerweise mindestens einmal im Monat. Also, aber normalerweise jeden Monat, jeden Woche muss man das essen zu Hause. Es sind die ganzen Gerichte von Chile. Also die ganzen Gerichte. Genau, aber ein Restaurant, zum Beispiel ein chilenisches Restaurant, muss eine Cazuela haben. Was ist Das das? ist die Nationalgericht. Also die einzige Gericht, das Also so wie bei uns praktisch, jetzt sagst du mal von den Suppen her, wie der Pfannkuchensuppen, ja. Oder Pfannkuchensuppe, das ist auch so, was jeder kennt. Der Schweinebraten von Chile ist also die Cazuela. Und wie geht das? Knoblauch für uns ist, jede Gericht muss Knoblauch haben. Das ist ja wichtig. Knoblauch reinigt Geist und Seele. Cazuela heißt auf Deutsch eigentlich Kochtopf und darin schmoren jetzt die Zutaten. Während Fritz sich um seine Pilze kümmert. Ich bin jetzt noch einer von den letzten Schwammerlduschern, verstehst du das? Weil normalerweise heißt es immer bei den guten Köchen, die Pilze, die darf man nicht waschen. Ja, genau. Die muss man immer so trocken abreiben und Ja, so weiter. genau. Ne? Aber ich tue es duschen, verstehst du, weil ich finde, ein gescheiter Schwammerl gehört geduscht. Genau. Und zwar deswegen, weil der Dreck geht am besten mit Wasser runter. Und deswegen mache ich das auch immer. Du weißt, nicht direkt waschen, sondern einfach vorsichtig duschen. Duschen. Ja, weil das kaltes Wasser und einfach ein bisschen. Kannst du mir noch mal so einen Platten geben, bitte, wo ich drauf machen kann? Oder irgendeinen Teller, oder einen Teller. Ja, gib mir den her. Und ich tue die nur einfach
Kurz duschen. Kurz duschen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil träge ist träg. Verstehst du? Und die kannst du schlecht abreiben oder sonst was machen. Und dann, wenn man sagt, so, wenn die also ein Wasser haben, das sagen oft so Köche dann auch, die sagen, wenn die ein Wasser haben, dann kann man es, dann schmeckt es lasch. Aber wenn du die zum Beispiel wieder gescheit röstest, ja, dann schmecken die auch nicht lasch. Also, das ist der Schmarrn. Ich finde, das ist genauso, wenn du sagen darfst, Tomaten, die darf ich nicht waschen, die muss ich abreiben. Ja? Das ist auch totaler Blödsinn. Also, aber wie gesagt, da hat jeder so seine eigenen Philosophien. Ja, genau. Ich liebe alles waschen auch. Ich bin auch der Meinung, waschen ist nie verkehrt, oder? Genau. So machen wir das. So. Schau mal, ein bisschen Weißwein. Wegen des Geschmacks ein bisschen besser. Kann man auch ohne Weißwein machen, aber ich mache. Nein, das ist immer gut. Weißwein ist gut. Was hast du so Ambitionen da? Du bist ja da ein junger Bursch, dass du jetzt so sagst, okay, ich möchte jetzt gerade so mit meiner chilenischen Küche auch mal irgendwelche Auszeichnungen erkochen oder so. Ist das ein Ziel von dir? Das ist ein großes Ziel. Ja, schon, oder? Ich muss jeden Tag einfach nur arbeiten und alles meine Arbeit gut machen. Und so, alle, die kochen, möchten das einmal in seinem Leben. So, das ist ein Traum, ich glaube, ja, jeder Koch, der sein eigenes Restaurant hat. Ich finde halt einfach eines, was zum Beispiel bei uns auch immer so ist, das Kochen, das stellt man sich immer so leicht vor, aber man muss einfach sagen, Kochen hat wahnsinnig viel mit erster Linie mal mit Putzen zu tun, weil du musst das alles immer sauber machen. Ja, das wollen natürlich viele nicht. Das hat natürlich auch viel mit Stunden zu tun. Ne? Also wenn du halt Koch bist oder ein Restaurant hast, dann musst du halt wirklich halt teilweise rund um die Uhr arbeiten. Ne? Das ist halt auch schon anstrengend. Ne? Genau. Das ist wahrscheinlich auf der ganzen Welt das Gleiche. Hernan hat das erfahren. Für seine Familie bleibt aber genug Zeit. Das ist ganz schwer. Es ist schwerer als Nadia. Wir sind 10 Kilo, na, 12 Kilo. Ich bin Fußballfans, okay, so wie fast alle die Männer. Und dieses T-Shirt, dieses Trikot gehört meiner Mannschaft in meine Stadt in Chile. Das ist von Ranger de Talca. Das ist, es gibt größere Mannschaften in Chile, aber das ist eine kleine Mannschaft. Aber wir sind auch in der ersten Liga. Und das ist meine Trikot seit 3 Jahren. Und ich trage immer, wenn ich spaziere, weil ich bin ganz stolz in meine Mannschaft, weil ich komme aus Talca. Von dort kommt auch das Rezept für die Empanadas, die Hernan für chilenische Freunde backt. Und seit jeher hatte er einen Traum. Hernan wollte sich unbedingt selbstständig machen und wir wollten halt nicht so viel investieren. Und deshalb war das ganz gut, wo wir jetzt sind, weil da konnten wir die ganze Küche so mieten, wie sie war. Die war schon so fertig und das war für uns eigentlich ganz praktisch so für den Anfang, so klein anzufangen. Klein fangen viele an, aber ausgerechnet in einer Tankstelle? Aber das war halt auch eine Preisfrage, weil im Zentrum, das war natürlich schon teurer, wenn man da was mietet. Das Lokal ist so ein bisschen bescheiden, aber das ist auch so typisch südamerikanisch. Das sind auch einfacher so die Lokale. Also uns gefällt es ganz gut dort. Die Cazuela dampft, der Mais ist geviertelt und die Pilze fürs bayerische Ragout sind geschnitten. Wir machen das, wie ich habe dir gesagt, diese ist eine rustikale Suppe und kommen die Stücke, große Stücke. Also eine Cazuela mit kleinen Stücken, es ist keine Cazuela. Eine Cazuela ist, es kommen Kürbis, schau mal, habe ich schon geschnitten. Kürbis ist ganz wichtig in dieser Zubereitung, diese Suppe. Und auch so wie die Kartoffel und den Mais. So Kartoffel, Kürbis, Mais, 3 Zutaten, das kommen aus Südamerika. So. Und wir haben ein bisschen Flüssigkeit, wie ich habe dir gesagt. Und voilà. Also draufpassen, das macht nichts. Aber ich kann gleich mit den Schwammerl rein, dann ziehst du es gleich richtig, dann ist es wurscht. Und wichtig ist, die Flüssigkeit muss kalt sein. So, der Geschmack bleibt in der Flüssigkeit. Also muss kalt sein. Das ist, du weißt das schon. Eine Suppe muss so kochen. Schau mal, die große kann ich... Suppe oder Eintopf, egal. Die Cazuela enthält die 3 Gemüse, die ihren Ursprung in Südamerika haben. Kartoffeln, Mais und Kürbis. Dazu? In Chile die Cazuela im Sommer machen wir mit grünen Bohnen, weil im Sommer ist die Saison von den grünen Bohnen. Ja. Haben wir das hier zum Beispiel. Kannst du hier schauen,
Aber so, ich habe jetzt einmal gelesen, so in Chile ist auch so, ihr seid ja doch auch ein Einwanderungsland. Also ihr habt auch sehr viel, also ein bisschen so Mischkultur dabei. Bei euch gibt es ja zum Beispiel noch einen richtig guten Apfelkuchen. Weil ihr viele deutsche Einwanderer habt, stimmt das? Ja, genau. Okay. In Südchile, ja, das ist ganz lustig, weil in Chile gibt es den Namen für einen Kuchen. Ja? Also, der Name Kuchen in Chile bedeutet nur den Kuchen hier von Erdbeere. Ja, von? Erdbeeren. Erdbeerkuchen. 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 Kuchen. Ja. Kuchen. Toll und rätselhaft, diese Kuchengeschichte. Die Cazuela ist jetzt soweit fertig. Deckel drauf, so geht Deckel es schneller, drauf. ein bisschen mehr Ja, da schau her. Power, mehr Gas. Genau, jetzt hast du ein bisschen Pause. Jetzt mach ich weiter. Ich habe jetzt einfach meine Dinge, ein bisschen Paprika. Hast du Gewürz mit der Paprika? Ich mache Paprika, das ist ja bei uns so, wie man sagt, so ein Händelgewürz. Ich tue ein bisschen Mehl drauf. Ja? Das gibt ihm einen leichten Röstgeschmack, weißt du? Mehl drauf. Das ist knusprig goldgelb müssen die Viecher sein. Verstehst du das? Knusprig goldgelb. Knusprig? Goldgelb, weil die Haut, das ist ja bei uns in Bayern eine Spezialität. Ja. Weißt du, Knusprig, ja. ein knuspriger Gockel, mal eine knusprige Haut haben, Ja. weißt du, dann schmeckt er. Das ist, Ja, genau. das Muss ist so wichtig. sein. Wenn eine lasche Haut ist nichts. Ja. Weißt, also du hast jetzt zwar ein Eintopf, da ist das die Haut Genau. ein bisschen lascher, aber das wird schon Genau, schmecken. ja, schade. So, ich meine, aber trotzdem schmeckt ganz gut. Okay, alles klar. Ich mache ein bisschen Butter rein. Ja, normalerweise hier in diese Zubereitung, das Fett von der Haut macht den Geschmack. Aber dann isst man nicht. Und jetzt wartest du, wie lange wartest du jetzt da? Ungefähr eine halbe Stunde, oder? Wenn die Kartoffeln fertig sind. Und dann kommt das rein, Und oder? dann die letzten 10 Minuten. Aha, kommt man die Gemüse noch rein. Und haben wir auch ein bisschen Nudeln. Aber das Das ist eigentlich ein richtig schöner Hühnereintopf mit Nudeln. Ja, das ist schon was Feines. Genau, Genau, Hühnereintopf mit Nudeln kann man sagen. Also ein chilenischer Hühnereintopf. genau. Wunderbar. Und die Gewürze dann, Oregan, schau mal. Das ist eine chilenische Oregan, riecht ein bisschen stärker. Und diese auch. Das ist Kümmel. Das ist ein Kreuzkümmel. Aber nicht die Kümmel von hier. Ein Kümmel so, Das ist ein bisschen ein milderer Kreuzkümmel ist das. Und der wächst auch in Chile, oder? ja genau. Das ist stärker. Habt ihr eigentlich diese Lama auch, die wo in Peru sind? Lama? Nordchile. Nordchile. Nordchile, Lama. Lama, ja. Es gibt so auch eine Cazuela mit Lama. Ja, Eine die schmeckt Eintopf, auch aber mit nicht schlecht, habe ich auch schon mal probiert. So Lama. Lama, Ja. Lama schmeckt ganz gut, aber so wie kann ich. Lama ist Lama. Lama, aber die spucken da so, gell, die Lama? Ja, genau. Ich war da mal in so einem Park da, weißt du? Ja. Und dann waren auch so Lama und dann haben die gleich zum Spucken angefangen, richtig. Ja, da hast du genau. wirklich eine Deckung da. Wie 3 Meter. Ja, ja, spucken so, 3 Meter. So, und Das ist, wenn sauer sind, ja, ja. sie machen Das das. ist wie ein Luftgewehr, Ja, verstehst du, genau, was keine aber Deckung ganz geht? klar, ja, hab ich gesehen, Das ist ja. unglaublich. Ja. Und unglaublich lecker riecht es mittlerweile von dem brutzelnden Huhn. Hernan hat noch was zu bieten. Du möchtest einen Salat machen, oder? Genau, eine Quinoa-Salat. Wir fangen schon. Wer ist der? Quinoa-Salat. Quinoa, also nicht Quinoa-Salat, sondern Quinoa. genau, also der, was du zuerst gesagt hast. Also Ja, praktisch genau. diese Blütensamen da. Ja, genau. Schau mal, meine Hand. Ja. Siehst du? Das ist eine Kerne, muss man ganz gut waschen, weil wenn nicht, ist es ein bisschen bitter. Muss man es 2 oder 3 Mal waschen mit kaltem Wasser und dann einfach kochen, 20 Minuten und schon kalt. Das kannst du auch ins Müsli nehmen machen zum Beispiel, oder? Müsli. Müsli, oder nicht? Muss man, ja, aber gibt es andere, Amaranto aus Südamerika, auch kann man so wie Müsli. Aber das schmeckt nicht mehr schlecht, das hat so einen nussigen Geschmack eigentlich. Ja, genau. Kochen ist ganz weich. Also wenn du kochst, das ist ein bisschen weich und dann kannst du machen für die Salat. So machst du den Salat praktisch. Wir machen eine Salat, eine kalte Salat. Ich habe schon gekocht das, habe ich schon fertig, schon kalt. Kann man mit alle Gemüse machen. Also in diesem Fall mache ich so mit ein bisschen Zucchini und Champignon. Ein bisschen Sonnenblumenöl in die Pfanne, ein bisschen nur. Und dann kannst du die Gemüse schon braten zusammen. Wir machen nicht alles. Das ist also ähnlich wie so ein Couscous-Salat, oder? Genau, wir machen so wie eine Couscous-Salat, aber statt Couscous Quinoa. Aber wir arbeiten auch mit Mit diesen. deinen Algen da rein. Die Algen. Die Algen, ich habe dir gesagt, das sind, schau mal, Oder siehst du einfach einmal, wie viele Sachen auch wieder ähnlich sind, gell? riechst du? Ist der, Meer, oder? ist Die der? Meer. Ja? So, diese Meerenpflanze kann man auch so essen. Schmeckt ganz gut, aber so ein bisschen salzig, weil kommen vom Meer.
Aber muss Schmecken man, so Erdnussflips. Ja? Bloß die Haut ist ein bisschen kreislich. muss man im Wasser lassen, 2 Stunden. Und dann kannst du kochen und so sind ein bisschen weich. So, und was noch? Gemüse, zum Beispiel hier den Paprika. Wir machen in kleine Würfel. Wir machen alles zusammen. Dann fange ich dabei mit meinen Schwammerlo, oder? Ja, kannst du anfangen? Und dann zeige ich dir jetzt einmal, wie man absolut die bayerischen Spitzenschwammerl macht. Warte mal. Am allerfeinsten. Vorsicht, fremde Küchen haben ihre Tücken. Was mit dem Induktionsherd, da komme ich überhaupt nicht klar. Ja, Das ist ein sage ich bisschen, ein dir. bisschen heiß, ja. Ja, der ist schön heiß. Der. Wahrscheinlich ist es ein bisschen. Lass mal ein bisschen runter, bitte, sei so gut. Ich helfe dir. Verbrennt man die ganze Butter da drüber. Ja, das ist eine ewige andere Schalterei da mit dem. Geht nicht. Hä? Geht nicht. Geht nicht, oder? Ja, dann lass was, dann tue ich dabei. Ich tue nicht mehr der braune Butter, das ist wurscht. Ein bisschen improvisieren da. Aber ein Zum bisschen Glück, Fritz erschüttert nichts. Schön braune Zwiebeln. Jetzt musst du bei mir ein bisschen aufpassen. Ja. Weil du bist ja in Bayern, du musst aber bayerische Gerichte kennen, verstehst du das? Damit du auch bayerische Gäste kriegst. Dann tust du mischen, oder? Ja? Du brauchst aber bayerische Gerichte. Kannst du bayerische Gerichte kochen? Ja, freilich. Zu Hause gibt es gleich Empanadas für die Freunde. Für sich allerdings hat er eine weitere Leidenschaft entdeckt. Ich brauche eine Schweinebraten einmal im Monat. Und ich fahre nach zu Nomax Sanfai, wo die Schwiegermutter, und sie macht ein tolles Schweinebraten mit Semmelknödel. Semmelknödel ist eine Präparation von Deutschland, das ich habe nie vorher kennen. Und es ist ganz interessant. So, der Brot, den alte Brot nehmen, um eine gute Gerichte so wie diese machen, ist ganz toll, ich finde. Aber das Beste von Deutschland ist das Bier. Das ist das Beste von Deutschland. Das Beste in Bayern ist heute das sommerlich warme Wetter. Fast wie in Chile. Hernan freut sich schon auf seine Fiesta. Das macht mich ja glücklich. So kochen und dann, wenn die Leute sagen, war alles super, war alles okay, hat gut geschmeckt. Das macht mich ja ganz stolz und das ist so wie ein Grund zum Weiter, immer besser arbeiten. Nur noch wenige Handgriffe und die chilenischen Freunde sind da. Die heißen Teigtaschen stehen bereit. Gefüllt mit Fleisch, Gemüse und scharf gewürzt sind sie der Einstieg in jedes chilenische Fest. Hallo. Hallo. So ist eine chilenische Barbecue. Muss viel dauern, so die Leute können unterhalten, kann etwas trinken, etwas klein voressen. Und so eine Barbecue normalerweise kann die ganze Nachmittag und bis Abend dauern. Empanada haben Sie noch nicht gegessen. Sie mag Chilenisch. Das wusste ich jetzt auch nicht, aber ihr schmeckt. Familienglück auf Chilenisch-Bayerisch. Zurück in der Küche bei Fritz. Der macht jetzt die Soße für sein bayerisches Bauernhuhn. Da kommt jetzt in die Butterzwiebeln, mache ich jetzt ein bisschen Creme Fraiche rein. Jawohl. Das ist Creme Fraiche. Creme Fraiche. Keine Sauerrahm oder... Na, Creme Fraiche nehme ich jetzt Kann man hier. auch mit Sauerrahm machen? Oder Nee, mit, weil der geht runter, der haut da ab. Also jetzt habe ich auch einen Kreuzkümmel. Das haben wir leider beides gleich, aber der meine ist ein bisschen schärfer. Schau. Das, das ist zwar jetzt nicht typisch bayerisch, aber es schmeckt einfach hammerhart. Ganz gut. Oder affengeil, wie man sagt. Verstehst du? Das gehört da rein. So, jetzt Pfeffer. Plötzlich fehlt etwas. Hast du ein bisschen Rinderbrühe da? Ich habe alles benutzt, meine. Hä? Ich habe meine alles benutzt. Du hast eigentlich alles benutzt. Oder kannst du von der Suppe? Ja, genau, ich nehme ein bisschen was von deiner Suppe raus. Dann haben wir nämlich da schon wieder eine richtige schöne Crossover-Küche, verstehst du das? Ja. Ja, siehst du das? Also mit dem chilenischen Hühnereintopf nehmen wir jetzt ein bisschen Brühe weg. Der riecht aber schon sehr gut, gell? Den habe ich jetzt da drauf gemacht. Jawohl. Lass ich jetzt ein bisschen zusammenkochen. Probieren wir mal. Da mache ich jetzt noch schon her. Und jetzt sagt man, jetzt mache ich da ein bisschen, da will ich das abrunden, also ein bisschen Steinpilzöl rein. Ach so. Steinpilzöl rein und ein kleines bisschen Trüffelöl.
Trüffel von die welche Trüffel? Weiße? Weiße Trüffel. So, jetzt probierst du nochmal. Ah, jetzt. Geil, ne? Trüffel ist... So, und jetzt die Schwammerl rein. Jetzt haben wir das ein richtig schönes Pfifferlingsragout. Schau her, das kannst du jetzt auch mit Stabwurzel machen. Dann ein bisschen feiner Schnittlauch drauf. Da haben wir hier natürlich eine wunderschöne Pilzpfanne. Real Ragout, so Pfifferlinge in Rahm. Das ist jetzt halt schon, würde ich sagen, nicht schlecht. Wow, super. Super, und da kommt jetzt das Huhn drauf. Allerdings nicht ohne einen Kalbsfond mit Butter. Hernan macht mit seinem Salat weiter. Hier habe ich geschnitten alle die Gemüse, die Ja. grüne Gemüse. Okay. Ich lasse den Champignon und den Zucchini schon gekocht. Ne? Ich habe gesalzt ein bisschen. Ja. Quinoa wird in Südamerika seit über 5000 Jahren angebaut. Es lässt sich gut anstelle von Reis oder Couscous verwenden. Und schau mal, hier habe ich die 2 Zutaten schon gekocht. 20 Minuten, das ist die Quinoa. Willst du probieren? Hat keine Salz, aber trotzdem schmeckt ganz gut. Das ist anders, ein anderes Geschmack. Ja, so ein bisschen so wie Reis. Und das ist dann Das sind die Algen da, ne? die Algen. Schmeckt ein bisschen wie Kalamare. So wie Calamare, aber für die Leute vegetarisch. Weil genau. ohne ist nicht Fleisch. Los geht's. Erste Zutaten ist die Quinoa. Hast du schon die Zitronen? Hier haben wir die Zwiebel, Zucchini, Frühlingszwiebel. Ja, Wir mischen alle und wirklich hier den, kannst du alles? was ist eine da? Brauchen wir viel Zitronen? Brauchst du mehr, oder? Na, okay schon. Dann probieren wir und schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, schau her, das klappt doch schon wunderbar bei dir. Schau mal, das ist ein bisschen stark, den Geschmack von das. Ja. Wir machen nicht viel. Also optisch Und dann schaut schon mal gut probieren wir, aus, hast einen schönen Kontrast da. Ein bisschen Salz, wir salzen. Ein bisschen Pfeffer auch, kann sein. Und Sonnenblumenöl. Probierst du, wie es mit Salz? Ja. Kannst gut kochen. Schmeckt gut. Das ist einfach. Das Lob hat Hernan jetzt etwas befangen gemacht. Was ist mit einem Kind? Wenn du es da zum Beispiel auf die Nacht ins Bett bringst, singst du dann chilenische Gute Nachtlieder oder bayerische? Was machst du? Also Deutsche. Deutsche, oder? Genau. Weil das ist ja immer wichtig für die Kinder, ne? Ja, schon. Und soll es einmal zweisprachig aufwachsen? Auf jeden Fall. Das macht schon, oder? Da redet gleich von Anfang an Genau, Spanisch. ein redet Spanisch und ich rede Deutsch oder Das finde ich, Bayerisch. das ist auch mit ihr. wichtig. Wichtig auch, der Salat ist fast fertig. Wir machen Ja. den Cazuela weiter. Dann Cazuela Das weiter. ist schon fast fertig, ich habe gesagt, hat schon ein paar Minuten schon gekocht. Gut. Jetzt machen wir den letzten Teil. Jetzt kommt die Gemüse, wie ich habe dir gesagt, ist den großen Stück von dem Mais und ein bisschen grüne Bohnen Gut. und Danke. den Kürbis. Wunderbar. Das riecht auch schon sehr gut. Den Kreuzkümmel rein. Und Oregano. Wunderbar. Für mich ist jetzt hier, ehrlich gesagt, ungewohnt, dass du so große Stücke da nimmst. Ja? Aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen so indianermäßig oder trappermäßig, oder? Wir haben früher auf die Lagerfeier auch die großen Kessel gehabt und die großen Stücke drin. Normalerweise gibt es andere Gerichte, andere Suppe in Ja. Chile, wo die Stücke sind kleiner. Also, aber die Cazuela Das ist jetzt einfach halt muss die Stück groß sein. Wenn kleine sind, hat andere Name die Suppe. rustikaler Nationaleintopf ist das in Chile, oder? Rustikale nationale Eintopf. Ich habe vergessen. Ein bisschen Nudeln. Deine Okay? Nudeln rein. Gut. Ja, ein bisschen Nudeln. Das ist eine normale Nudelsuppe. Ja, schön. Das ist eine ganz andere Art von Nudeleintopf. Nudelsuppe, also das gefällt mir schon. Ja, mit dem Mais da Ja. ist nicht schlecht. Andere Länder, andere Sitten. Chiles Flagge vor bayerischem Himmel. Drachensteigen ist die Leidenschaft von Hernan. In Chile hat er das auch immer gemacht. Das ist ja so ein Nationalsport in Chile eigentlich. Und seine Mutter hat ihm jetzt Drachen mitgebracht aus Chile und deshalb ist er da ganz happy drüber. Diese kann man fliegen 1 Kilometer nach uns.
Man kann den Wind fühlen. Das ist ganz gut. Und das ist unsere Flagge. Ein Stück von meiner Heimat hier in Bayern. Das ist genial gegen Stress. Das ist super. In der Küche von Hernan nähert sich alles dem Höhepunkt. Der Quinoa-Salat wird angerichtet. Das ist Koriander. Okay, Kräuter sind immer gut, oder? Na, weißt du, also mit dem Koriander, das ist auch so, jetzt das überlegst, das ist weltweit, das ist eine Geschichte. Aber bei uns in Bayern nimmt man Koriander zum Beispiel zu den Leberknödelsuppen her. Weißt du, wir schneiden mal so Schnittlauch und einen frischen Koriander rein, gell? So. Und du machst das jetzt da rein zum Beispiel, gell? Das jetzt auch. Und beides schmeckt dann gut, ne? Besonders gut machen sich auch Riesengarnelen auf dem südamerikanischen Salat. Immerhin liegt Chile am Pazifik. Diese haben wir gemacht, einfach 2 große schöne Garnelen. Schön, wunderschöne Mit einem Vorspeise. Couscous-Salat, also Couscous. Quinoa-Salat. Okay. Und nicht vergessen, denn das ist ein wichtiges Zutat aus Chile. Nee, das ist Kosher Yuyo. Kosher Yuyo. Kosher Yuyo. Kosher Yuyo, das merke ich mir. Indianername, Kosher Yuyo. Kosher Yuyo, Indianername. Ja, Oh, da merke ich es mir sicher, ich bin genau. Indianer-Fan. Das ist da meine Haare, verstehst du? Okay, und Mama fertige Cazuela. Okay. Ui, das riecht aber gut. Siehst du? Fein. Jetzt ist es, schau mal, einfach so, ein Stück von dieser, ein Stück von Kartoffel, ist hier. Oh, voilà, es ist schon gekocht. Schau mal. Voilà. Und dann ein Stück Fleisch. Schau mal hier, wie schön. Siehst du? Hast du super gemacht. Wir haben eine wie sagt man, ein Sprichwort. Wenn du diese Cazuela, wenn so gut ist, wenn so es schmeckt ganz gut, kann Tote noch mal leben. Sollte noch mal leben, siehst du? Tote Leute können noch mal leben, Ja? wenn trinken das. Das ist gut. Also du bringst ja wieder die Toten zum Leben erwecken. Und auch die Schwammerl kriegen noch ein Lebenselixier. Da tue ich jetzt ein bisschen geschlagene Sahne rein. Nicht allzu viel, aber ein bisschen was. Dann hole ich mir meinen Gockel hier. Da passt jetzt ja als Beilage, passt da logischerweise auch noch der Salat dazu. Da nehmen wir noch ein paar Fäden rein. Hier. Kalbsfond für das abschließende Gaumenfest. Dann haben wir hier einen bayerischen Bauerngockel mit Super. Real oder Pfifferlinge, leichte Sauce. Also ich würde sagen, das hat jetzt super funktioniert mit uns zwei, oder? Ja, genau. Ja? Wir sind davon aus, dass ein gutes Team. Können wir zusammenarbeiten. Nicht noch mal in Chile Autobahnraststätte aufmachen. Oder Sonja, was sagst du? Hat gut funktioniert. Ja, genau, super. Und wie lange dauert es noch? Weil ich habe schon Hunger. Du, wir sind mal fertig, ist alles fertig. Also ich sagen, kannst du gleich mit der Vorspeise Schau mal ein bisschen. losmarschieren? Gibst deiner Frau gleich. Dann nimm ich dein Cazuela und du nimmst meinen Gockel. Okay, ich komme. Oder? Jawohl. Die Gäste warten schon, die schauen schon alle recht hungrig aus hier. Ja, dann marschieren wir los. Geh mal schnell. Hä? Es ist vollbracht. Das chilenisch-bayerische Mahl kann beginnen. In einer Tankstelle. Jetzt gefüllt mit den Düften zweier Kulturen, die sonst knapp 13.000 Kilometer voneinander entfernt sind. Ein Teil von Sonjas Verwandtschaft wartet schon. Nur Nadja ist das alles egal. Ja, dann bin ich ja gespannt. Also, einen guten, alle miteinander. Es gibt, Du musst deiner Schwägerin noch was aufschöpfen da. Und Fritz, hat sich die Reise für ihn gelohnt? Das schmeckt mir wirklich gut, das sag ich dir. Nächste Woche ist Fritz in einem russischen Restaurant. Elena, die Köchin, macht ihr Saphirtöpfchen, während Fritz versucht, einen Schweinebauch zu fesseln. Auf weiterhin bayerische-chilenische Freundschaft. Avidere und Dankeschön. Also schmeckt ganz lecker, Fritz. Danke dir. schmeckt ganz gut. Hast du gut gemacht. Dankeschön.